Zu Lützeburg wird durch Digitaltransformation sich viel verändern, für das Lützeburg ein modernes Land gëtt a bleibt. Den Digital Learning Hub wird probieren, dieser Dynamik Rechnung zu drohen, an immerem Informationen anzupassen und Besoin vom Arbeitsmarkt. Im Moment ist es künstliche Intelligenz, die ganze viel gefroht ist. Nächstes Jahr wird es vielleicht etwas ähnliches sein. Wir probieren, mehr Kuren zu machen auf vielen anderen Bereichen, wie wir das schon machen, wo die Informatik sich wird ausbreiten. Und zweitens werden wir auch probieren, mehr Informationen zu machen für die Bürger, für das man in einer digitalen Gesellschaft sich herumfinden kann. Den Digital Learning Hub offriert am en ganz Gamp vun Formationen, dat geht vun Introduktionsformationen bis héi spezialisiert Kuren, dat sind Programmationskuren, dat sind Blockchain-Kuren, dat sind Data and AI-Kuren an Cybersecurity zum Beispiel. Mir noch andere Bereiche, die man kouvrieren, die starker Verbindung sind mit der Informatik, das ist zum Beispiel Design Thinking, das ist zum Beispiel User Experience, IT Governance und noch zum Beispiel Software Testing. Es gibt verschiedene Manieren für Schule zu organisieren, für etwas zu lehren. 42 als eine Schule ohne Enseignant. Das ist nicht eine Schule, wo ich hingehe, ein Bücher habe und steht ein Enseignant da und den erklärt mir, was ich zu lehren habe. Und dann gehe ich hin und ich lehre das und ich komme herum und ich reproduziere das. Es basiert auf Projekten an Peer-to-Peer-Pädagogie. Es steht keine Bücher und keine Kuren. Es lehrt den zusammen mit seinen Mitschülern und lehrt den dadurch programmieren. An der Kollaboration mit anderen, die auch mit lehren, an natürlich, an dem ich Digital-Utilien nutze, für das Wissen, was weltweit disponibel ist, für wir das dann auch können unzuegen und das auf den richtigen Platz sicher zu gehen. Den Student das heißt viel mehr autonom, op sich gestalten, als natürlich noch eigentlich auch fit, weil man näher wie lehrt, als eigentlich echter Adaptierung, das, was an der Berufswelt erfordert wird. Natürlich eine Challenge, muss ich etwas erreichen und können sich selber Moyen für dahin zu kommen. Une piscine, alors je pense qu'ils ont choisi le terme parce que c'est un peu l'idée de un jour on nous prend, on nous jette dans l'eau et on ne sait pas nager, il faut apprendre à nager par soi-même. On arrive ici et puis on n'a aucune connaissance en code pour certains d'entre nous. Ça oblige à casser la glace. On travaille beaucoup avec l'un et l'autre, vu qu'on n'a pas de prof ici, on s'évalue, on se partage les idées, qui est très très bien. Chacun des étudiants est très ouvert de partager leurs connaissances, qui est très bien pour nous et ça nous donne une opportunité de non seulement apprendre des projets qu'on fait, mais aussi des étudiants autour de nous.